Herzlich willkommen zurück hier zu Legend of Zelda Twilight Princess HD. Krieg keine Luft mehr. Nö, wir haben Glück gehabt und wir haben das Gewand der Zoras. Und Ding fragt sich nur, Mensch Michael, mach endlich mal hin hier, ich will einen Schattenkristall holen. Etc. etc. Ja gut, Mina will es vor allem. Also gehen wir runter. Hui, das sind noch Zoras, wie wir sehen. Ich hoffe, die greifen uns nicht an. Ich meine, gewohnte Weise sind es eigentlich eher die See... Ich muss mal überlegen, ich glaube die Fluss-Zoras, war? Gibt ja unterschiedliche Zora-Arten. Waren es die Meereszoras? Auf alle Fälle gibt es ja, wie gesagt, Spiele, vor allem in der Timeline von A Link to the Past mäßig. Also in der Timeline offiziell, wo der Held ja gefehlt hat. Da bin ich ja sowieso ein bisschen anderer Meinung, dass man die anders bezeichnen müsste und so. Ups. Kann die Stiefel ausziehen. Und, jo. Haben die irgendwas gegen uns? Ich glaube nicht. Das Aufsteigen, jetzt gehen wir nach oben, okay. Dann müssen wir danach Luft schnappen. Was totaler Quatsch ist. So, wir haben gerade gesehen, hier gibt es noch ein paar Rubies. Ja, so natürlich nicht. Kommt einfach nur an der Stelle hochschwimmen, das muss doch irgendwie gehen. Ja, ich sehe schon, Schwimmen wird richtig lustig werden. Gut, wir sind nur 10er, also in dem her bringt's das sowieso nicht. Dann mal gucken, was wir hier noch in den Felsen haben. Natürlich wieder mal nur ein paar Rubine. Wobei, wir haben ja gesehen, Rubine sind hier sehr, sehr wichtig. Wir müssen noch sehr vieles freischalten. Beziehungsweise natürlich sehr vieles kaufen. Und daher, jo, schauen kann sie eigentlich nicht. So, ein 10er, ein paar 20er und dann noch hier und da. Nein, jetzt schon wieder. Scheiße, Mann! Die Knopfbelegung ist fehl. Mir aus Versehen das Falsche. Okay. Jetzt, ich hab's zwar ein bisschen anders in Erinnerung, muss ich ehrlich zugeben. Den Eingang, aber warum eigentlich nicht? Midna, ich bin schon hier. Oh Mann, oh Mann. Ich wollte eigentlich mit dem Typen da quatschen. Den Zora-Schein. Bösen verwandelt. Einzuschließen. Jo, jetzt komme ich und mache da frei. Ist doch nice. Was? Ich wollte schon sagen, wenn da jetzt auch genau zielen müsste, wäre es schon so ein bisschen fies gewesen. Ja gut, würde man sagen, rein in den Tempel. Ich weiß, da oben steht noch etwas. Ich glaube, ich kann es gar nicht lesen, wa? Nö, irgendwie will es nicht. Ja, komm, Link, geh rein. So geht doch. Okay, ja, da ich als erstes natürlich mal die Knopfbelegung wechseln. Irgendwie aber da ein bisschen Mühe damit, muss ich leider zugeben. Machen wir so, wa? Vielleicht Wasserbomben? Nee, nee, lassen wir so. Oder Elixier muss auch sein. Ach ja, Unterwasserfreunde. Ja, ein Wasserdungeon, wie ich die im Prinzip, sage jetzt mal, hasse. Wegen der Fortbewegung und so. Im Prinzip, Wasser mag ich sehr gerne, kein Problem. Sag mal, den gehst du jetzt mal runter. Immer so mit dem Kämpfen und so unter Wasser ist schon mühsam, sag ich jetzt mal. Andererseits, der Seeschrein bei Twilight Princess gehört, muss ich zugeben, zu meinen Lieblingswassertempeln. Es gibt nicht viele davon. Aber der gehört definitiv dazu.
Allein schon, weil das System hier noch ziemlich geil ist. Oh, ich sehe schon. Neue Flasche. Warum? Ganz einfach deswegen, weil diese Schleimis sie noch gut gebrauchen können. Wer weiß, was dann passiert. Lila Schleimschädel. Soll ich mal testen, ob es vergiftet war. Eine andere Frage ist... Ah, noch ein paar rote, okay. Ja, ist vielleicht besser, wenn ich die roten nehme. Krass, wie schnell das geht. Bis auf ein Viertelherz runter, ja, leck mir am Arsch. Gut, wir sind das jetzt auch. Ich habe es extra gemacht, weil wir hier 2 Schleimes haben. Yeah, Mann. Nice. Gut. Dürfen 29 Rubine sein. Oh, Wasserbomben, noch viel besser. Ah, ich frage mich gerade, wo könnte wohl die Tante sein? Wenn da sicher... Noch eine Truhe hier. Ich glaube, echt am Anfang schon so viele Truhen. Gut, Pfeile auch. Ja, wir wissen, also wir sehen zumindest schon mal, was wir hier zu tun haben. Hä? Da oben ist keiner, nö. Na, ganz wegen dem Fufi oder so. Was müssen wir hier wohl... Aha. Einfach nur dranhangen. Oh, die Schleime kommen wieder. Aber ich verzieh mich. Tschüss. Ja, ein Wassertempel, der sehr, sehr viel mit Wasser zu tun hat. Und wir auch viel mit Wasser tun müssen. Das war gefährlich. Von der Decke hängen. Ganz stößt, kann sie bestimmt runter. Das war mal die Frage, aber auch echt nur Pfeile oder auch Bomben? Sie sagten nur leicht anstoßen. Ja. Vielen Dank, Mina. Das war eine Fehlinfo. So, und da hinten müsste noch eine richtige sein. Gut. Jetzt müsste ich alle relevanten unten haben. Jo. Dann mal schauen. Was haben wir hier in der ersten Höhle? Direkt ein paar nützliche Dinge. Ach, die Stachelschweinmonster. Die lassen noch in Ruhe, Leute, weil es sind mühsam, sag ich jetzt mal. Ich könnte so einen Rundumhieb und so schaffen. Aber dem Gegnertypus mache ich es ein bisschen anders. So, mal gucken, ich habe den runtergeholt. Ja, eine Truhe sehe, weil natürlich noch ein paar Rubine drin sind. Ja, Bomben. Ja, man sieht, wir brauchen hier sehr viele Bomben. Und auch viele Pfeile. Aber sonst noch irgendetwas hier? Da ist der erste Raum natürlich noch nicht viel los, ist klar. Au. Naja. Weiter geht's mit Raum Nummer 2, beziehungsweise Durchgang Nummer 2. Ah ja, hier können wir schon mal sehr, sehr viel mit Wasser arbeiten. Naja, zumindest in den künftigen Folgen dann. Denn der Wasserstrom ist ziemlich typisch. Rundumhieb, aber ist fast wenig Platz dafür. Ansonsten gar nicht nötig. Jawohl. Ja, und hier haben wir den Hauptraum, Leute. Hier eben
naja, Wasserarbeit eben. Alter, wie geil das hier einfach alles aussieht. Man hat nur original so, vor allem mit den Fischköpfen überall noch, also sprich Zora-Köpfe entdecken. Hat man, naja, weniger zu schätzen gewusst, sag's mal so. So, hier ranhangen geht natürlich nichts. Hier würde es, glaube ich, gehen. Nö, hier macht das auch nichts. Was echt nur dann, wenn man halt, naja, direkt daran hangen könnte. Sprich, wenn die Treppe irgendwo anders steht. Wir können ja bereits weiter, da ist nix. Verrückt war. Normaler Schlag 4 und dann irgendwie, naja, so einen Angriff machen bloß einer. Interessant. Noch mehr Pfeile. Sehr wie am nötig, so hier ist sonst nichts mehr. Können wir bereits theoretisch hier verschieben. Ist nur die Frage, was bringt das bereits? Na klar, jetzt kommt man da hoch, aber er hat bereits eine Tür, wo ich durch kann. Genau, die hier wäre es das ist sogar unsere nächste Station dann, aber ich habe vorhin noch was anderes gesehen hier. Wo wir uns wohl, also, ne, geht gar nicht, ich muss mir das hochziehen können. Ah, doof. Okay, muss da lang. Gehen wir in den Osten, denn ich will mal die Karte holen. Was willst du denn hier? Ja, aber seht auch hier geht es noch nicht weiter, weil eben ist alles ein bisschen zu. Ist halt ein typisches Wasserrad. Tja, und was bewegt wohl ein Wasserrad? Genau. Water. So, bleiben die tot oder spawnen wieder neu? Die bleiben für sehr, sehr tot. Gut. Also nach rechts unten wäre schon mal offen. Gut zu wissen. Hier ist zu, aber auch ein Schlüssel. Och nö, die Tante mal wieder. Was machst du denn hier? Sind die Junge mal von neuem, schön dich zu sehen. Also noch ein Stück gemeinsam und wieder getroffen haben. Ja, wieso sollte ich hier raus wollen? War ist eine gute Frage. Ist ein bisschen, naja, nicht so praktisch. Also natürlich würde ich wieder speichern wollen, dann kurz raus und dann müssen wir wieder. Wenn ich sage raus, also hoffe nicht, dass es irgendwie heißt, rausgehen, komplett aus dem Tempel raus. Vor allem der Anfangspfad, da wieder durchzutauchen, ist ein bisschen mühsam. Meine Nase juckt gerade, ist auch ganz schön. Ich bin auf einem Weg. Ja, würde da gehen, aber, wobei, wegen Wasser war. Vielleicht kann ich hier bereits. Ja, ich mach's mal. Zack, Beine ab. Haben sie immer nicht gefixt. Was zum... Kommen auch nicht weiter. Ja, das bringt sie mal ungeheuerlich. Gut, Osten geht hier, gehen wir in den Westen. Hier kam ich ja vorher nicht vorbei. Jetzt habe ich hier natürlich noch die Truhe. Ist hier wohl die Karte drin? Ich glaube schon. Es ist die Karte. Jo. Dann nochmal gucken, wie groß ist der Tempel. Ja, er ist schon ein bisschen größer, wenn man sieht. Wobei B2 ist bereits Endboss-Raum, also gibt es hier sowieso erst am Schluss was zu tun. Das hier haben wir so, ja, ich sag's mal so, also 4F, 3F und auch B1, die haben wir jeweils nur kurz zu sehen. Und das hat vor allem, wie gesagt, viel mit Wasser zu tun und so. Da sind vor allem, ja, ich erinnere mich an ein, zwei Räume hier, die ein bisschen kniffliger sind. Aber nur ein bisschen. Oh ne, das Viech. Er hat schon mal gesagt, hier weg, einfach aus dem Weg gehen.
Wir können sie von hinten angreifen, aber das ist noch ein bisschen doof. Och nö, direkt der Raum. Ja. Wir haben ein paar Gegner, sind ja unbedingt so das Problem. Ich muss das Teil in den Griff kriegen. Wenn man es halt herumschwingt und man sieht auch wieder mal mit Wasser, muss da ranziehen können, ne? So eine ja, Greifhakenvorrichtung halt. Man kennt sie ja aus diversen anderen Spielen. Abgesehen davon ist Skyward Sword, Skyward sag ich schon. Natürlich, Twilight Princess kein neues Spiel. Moment mal. Nein, kommt mir tatsächlich nicht vorbei. Interessant. Erstmal die Gegner killen. Und ja definitiv mehr Wasser. Ich krieg gar keinen Schaden hier. Was, wieso? Nö, klappt nichts. Ah, dann können wir es mal versuchen. Gut, dann gehen wir jetzt mal. Hallo Link, willst du bitte hochgehen? Dankeschön, Kumpel. So, das war von der Seite her. Da kommen wir wieder so hoch. Ist ja alles durchaus interessant. Können wir wieder zurückziehen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, wir müssen irgendwie darüber. Ja, bleibt ein bisschen so, wa? Noch mehr zum Runterschießen? Nö, glaub nicht. Obwohl es auf der anderen Seite irgendwie auch so aussah, aber da ist, glaube ich, echt nichts. Dann ist hier wohl ein Schlüssel drin, wa? Ja, da hatte ich schon mal eben. Hier geht es noch nicht weiter, aber noch keine Chance, was zu machen. Nee, dann kann man sowieso nur so durch. Da war das andere Item. Da hoch und so geht auch nicht. Rand sind sowieso, die müssen eigentlich rüberspringen. Ja, das ist ein bisschen doof hier. A little bit doof, sag jetzt mal. Hallo Link. Ein bisschen schräg bewegt. Das Stachelschwein schon wieder. Hallo. So, in welchen Raum baut ich den Schlüssel schon wieder? Was sagt da oben? Nee, ein anderer. Aua. Für irgendeinen Raum brauchte ich. Ah ja, hier war es ja. Und ein schönes Viech. Hallo. Ja, also machen wir ein Stockwerk oberhalb. Sogar stimmen war. Ja, unten waren wir schon. Darüber kommen wir auch nicht. Keine Chance. Du. Wasserbomben. Ja, das ist natürlich doch nice. Natürlich hier die Frage. Kann mich. Ja, man könnte es mal versuchen, wa? Vielleicht bringt's ja was. Ja, noch ein bisschen Link. Noch ein bisschen. Ja. So.
Reicht auch schon und dann... The door is open. Oh nee. Natürlich, Alter, gar keine Chance gehabt. Der war fies. So, wir haben gesehen, wir haben noch in den Zwischenraum. Oh, da bin ich noch zu früh. Weil auch das Viech, das ist ziemlich nervig. Warum? Guck mal. Bringt das sogar was? Nein, ich hatte in Erinnerung, dass man dafür ein Dungeon-Item braucht, um das Vieh platt zu machen. Aber gut, wir haben nichts gesagt. Naja, mach mal ein bisschen flup, flup. Ah, da ist eine Truhe. Nö, ihr auch wieder. Ich mag euch nicht. Bankkabine ist endlich. So, haben wir einen Schlüssel, dankeschön. Jetzt haben wir hier dann noch eine Zwischentüre. Ja, zum mittleren Raum, wo wir eben schon mal waren, beziehungsweise vorbeigelaufen sind. Oder haben wir auf einen einsamen Wächter. Ups, sogar wohl erwischt. Ja, aber sonst hier gibt's nichts, sieht man jetzt direkt. Doof. Also, wieder zurück. Kommen wir wieder zurück, oder ist hier... Ja, das hat das Spiel doch mal geil gemacht, wenn er wieder zurück muss. So. Das war knapp. Du, hätte er mich beinahe noch erwischt. So, das noch kann er zurück. Sehr schön. Ja. Und auch hier sieht man schon sehr schön alles ausgetrocknet, alles für den Arsch. Und da werden wir uns in der nächsten Folge ein bisschen darum kümmern müssen, wa? Mit alles zum Laufen zu bringen, wortwörtlich. Oh Mann, oh Mann. Tja. In diesem Sinne wieder mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüss. Sag mal, kommen wir überhaupt weiter? Ah ja.